SRF Audio. SRF 3 Fokus. Mit dem Donat Hofer und mir gegenüber sitzt die Bea Knecht, Tech-Pionierin, die in 2005 Satu gegründet hat, den Streaming-Dienst, der als erster hat möglich gemacht hat, dass man über das Internet Fernsehen schauen kann. Geboren ist Bea Knecht 1967 als Beat, der als Bub schon täglich 3 Zeitungen hat gelesen hat, der mit 18 auf San Francisco ist ausgeflogen, Informatik hat studiert und sich im Silicon Valley mit dem Start-up-Virus hat infiziert, der mit 33 zurück in die Schweiz ist gekommen, als Unternehmensberater hat gearbeitet und später mit eigenen Unternehmen die technologische Transformation der Schweiz hat mitgeprägt und der mit 45 der grössten Sehnsucht ist nachgegangen und der eigene Körper vom Mann zu der Frau hat umgewandelt. Mit Operationen, Hormontherapie und Stimmtraining ist aus dem Chef eine Chefin, aus dem Beat die Bea geworden. Wir sehen uns heute zum ersten Mal, aber haben gesagt, für das Gespräch machen wir Duzis. Liebe Bea, herzlich willkommen im Fokus. Freut mich, hier zu sein. Schön, bist du da. Und ich würde gerne mit einem Zitat von dir einsteigen, das mich einerseits zum Grübeln bringt und gleichzeitig zum Schmunzeln. Du sagst, mit 50 sollte man sein Leben punkto Geld sortiert haben und auch genug davon haben. Ja, es wäre schade, wenn wir versuchen, erst mit 50 das Geld für die nächsten, von mir aus 50 Jahre versuchen zu regeln. Oder? Wir leben heute, die Karte, die jetzt geboren wird, wahrscheinlich 100 Jahre. Ja. Und es wäre schöner, zuerst ein bisschen zu leiden und vorzubereiten und anzusparen. Mit Leiden meinst du arbeiten? Ja, also arbeiten ist eben nicht immer angenehm. Ich glaube, es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir alle unsere Passion erfüllen und genau das machen, was uns passt. Sondern wir müssen auch schauen, was wird gefragt in der Gesellschaft und was wird zahlt und wie wird es zahlt und wie können wir es leisten. Aber letztendlich lohnt es sich ein bisschen, das Leben am Anfang ein bisschen härter zu gestalten. Dann ist es umso ringer nachher. Wegen dem Geld ist es ringer, oder warum ist es ringer? Auch wegen der Fähigkeiten. Also nicht nur tust du Geld anhäufen bis 50, das ist vielleicht ein externer Maßstab, sondern du tust natürlich auch Fähigkeiten anhäufen. Die berühmten 10'000 Stunden, die es braucht, um gut zu werden, als Chirurg oder als Entwickler oder als Radiomoderator. 10'000 Stunden, da habe ich noch ein paar Gespräche. Ja. Das sind 5 Jahre zu 2000 Arbeitsstunden. Okay, ja. Die hast du sicher. Noch nicht, aber wir wollen heute vor allem über dich reden. Du hast mal gesagt, 10 Millionen seien dein Ziel. Du hast das unlängst erreicht. Wann hast du dir das Ziel gesagt, 10 Millionen und für was so viel Vermögen? Also 10 Millionen finde ich eine gute Zahl. Das ermöglicht dir eigentlich eine Pensionierung, wo du sorgenlos kannst ins Alter gehen. Und 10 Jahre hat noch den Vorteil, dass es machbar ist. Also 10 Millionen, Mensch. Jetzt hast du 10 Jahre gesagt. Also wenn du 10 Millionen ansparst, ja, dann kannst du gut in die Pension gehen oder kannst alt werden und gleichzeitig noch ein bisschen arbeiten, aber du hast genügend Mittel. Du kannst das Ziel auch höher stecken. Oder? Du kannst auch sagen, ich möchte grössere Ziele haben. Das ist dann einfach Sport. Und das hat sicher dann auch Güterabwägungen. Also vielleicht schaffst du dann zu viel und hast zu wenig Zeit für die Familien und dann kommt es vielleicht doch nicht so raus, wie du wollen. Also ich finde es auch eigentlich eine vernünftige Zahl. Mhm. Und gell, wir wollen natürlich nicht nur über Geld reden, überhaupt nicht. Und gleich die Frage, ist dir Geld wichtig? Ist das auch eine treibende Kraft für alles, was du als Unternehmerin auf die Beine hast gestellt? Also meine Währung ist Wissen. Das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Aber gerade danach kommt Umsetzen, weil beim Umsetzen lernst du nochmal. Und glaube bloß nicht, dass ich das Umsetzen angenehm finde. Also ich finde das Umsetzen meistens sehr, sehr, sehr mühsam. Aber der Lerneffekt ist halt enorm. Du gehst quasi für die Theorie in die Praxis. Und du siehst auch, welche Theorie und welches Wissen das eben dann doch nicht funktioniert hat. Also ich habe sehr viel Respekt vor dem Umsetzen. Das kommt dann an zweiter Stelle. Nachher ist mir Dosieren wichtig. Also die Fähigkeit, ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer zu gehen, das hast du nicht immer. Vor allem, wenn du dich ausbilden lässt, musst du zum Teil einfach in dem Tempo gehen, wie es dir gegeben wird. Aber später im Leben können ein bisschen einmal schneller gehen, ein bisschen langsamer gehen, finde ich sehr wertvoll.
Und dann ist mir wichtig, Gesundheit zu pflegen. Und dann der letzte Punkt von diesen 5 Punkten ist dann, geldmässig nicht ärmer zu werden, bis ich 75 bin. Nachher kann ich eigentlich vererben, abgeben, vereinfachen, verkaufen, Legate erstellen oder was auch immer. Aber bis dann ist für mich Geld eine Knetmasse, die ich nutze, um zu gestalten. Also es ist für mich ein Mittel zum Zweck. Zum Investieren, zum Mitgestalten, zum Wissen, das du hast und Ideen umsetzen, in die Welt bringen. Also verstehe ich es richtig, du bist Millionärin, das tönt auch so. Nicht für das du kannst rumchatten und Güppli saufen, sondern für was bist du Millionärin? Also ich habe immer noch Softwareideen und andere Unternehmungen, die ich möchte unterstützen, und das braucht Mittel. Ja. Du hast das Wissen auch angesprochen, dass du so die Wissbegierde, und ich habe gesagt, beim Intro, du hast schon als Kind 3 Zeitungen gelesen. Und gleichzeitig bist du ein Mensch, der Probleme lösen will. Geht es dir auch darum, bei deinem Unternehmertum die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Oder was heisst für dich Probleme lösen? Für was? Welche Probleme? Also ganz sicher. Also ich habe schon eine höhere Aspiration beim Unternehmertum, nämlich, dass tatsächlich eine bessere Welt entsteht. Meistens durch bessere Produkte, besseres Wissen. Ich finde auch, wir leben in einer besseren Welt. Der Michael Douglas hat gerade kürzlich gesagt, er finde eigentlich, seit dem Zweiten Weltkrieg sei es nie so schlimm gewesen wie jetzt. Und das hat mich betroffen gemacht, weil ich möchte auf keinen Fall zurück. Also, ich möchte sogar, wenn du mir die Möglichkeit gibst, vielleicht 20 Jahre in Zukunft sicher noch zu erleben, wie es weitergeht. Und das müsste ich jetzt auswählen zwischen dem und einer anderen Möglichkeit. Würde ich sicher einfach mich entscheiden dafür, die nächsten 20 Jahre noch zu erleben, weil ich sehr, sehr hoffnungsvoll bin. Und ich bin nicht auf eine naive Art hoffnungsvoll, Pollyannic sagt man dem auf Englisch, also im Sinne von zukunftsgläubig, das kommt alles schon gut, sondern ich habe begründete Hoffnung dafür, dass es besser wird. Zum Beispiel sage ich allen, versuchen 10 Jahre lang nichts Dummes zu machen, weil ihr werdet sehen, es werden neue Longevity-Drugs kommen, also neue Pharmazeutika, die die gesunde Lebensspanne verlängern. Mhm. Es wird in der AI sehr viel geschehen, wo wir merken, AI wird unser Vibe-Companion, das heisst, wir können Vibe-Coding machen, wir können Vibe-Songwriting machen, wir können Vibe-Illustrationen machen, wir können Vibe-Writing machen. Künstliche Intelligenz, AI. Ja. Und danach wird es letztendlich auch, ich denke, im Verständnis von menschlichen Aspekten tendenziell besser, auch wenn wir jetzt im Moment vielleicht eine Art Regression haben, was jetzt beispielsweise LGBTQIA angeht, aber generell ist es ja einfach so, dass jeden Tag weitere LGBTQIA-Leute geboren werden. Und irgendwann werden wir das alle begriffen haben und dann werden wir aufhören, an dem rumzuschrauben. Und gerade als Transfrau nehme ich Wunder, eben, es sind jetzt auch besorgniserregende Zeiten, aber sagst du, hey, das ist nur kurzfristig, auf die lange Sicht, eben, schaust du positiv in die Zukunft? Ja, ich würde es wagen, eigentlich zu sagen, dass auf die lange Sicht die Würmer, wenn man so will, nicht mehr in die Dose zurückgestopft werden. Die Dose ist jetzt auf und das Wissen ist jetzt weltweit da. Als ich noch aufgewachsen bin, hat man gemeint, wir sind die einzigste Person, die das betrifft. Und das Internet hat dann gezeigt, doch, es gibt andere. Eine wichtige Webseite in den 90er Jahren heisst «You're not alone», wo dann wir eigentlich feststellen können, ach so, es gibt überhaupt andere. Und als ich aufgewachsen bin, habe ich gedacht, wenn man nicht singen und tanzen kann, dann lässt sich das nicht realisieren. Also ich habe nicht gewusst, dass man trans sein und gleichzeitig eine Firma führen oder vielleicht Partner in einer Beratungsgesellschaft oder bei einer Anwaltskanzlei. Oder weil es keine Vorbilder gegeben? Keine, die bekannt sind, ja. Mhm. Deswegen ist mir das relativ wichtig, zu zeigen, so ein Leben ist möglich. Es muss nicht kurz und tragisch enden mit 35 im Drogenrausch und in der Prostitution, sondern es kann würdevoll sein. Es kann beinhalten, dass man Leute beschäftigt und ganz brav Steuern zahlt.
und sonst ein langweiliges Leben führt, so wie andere auch. Also das ist mir sehr wichtig. Und du hast gesagt, dir haben die Vorbilder gefehlt, oder? Sie waren nicht öffentlich gewesen. Ist dir das wichtig, jetzt hier im Radio über deine Geschichte zu reden, zum Vorbild zu sein? Also ich suche es auf keinen Fall. Also ich will schon gar nicht irgendwie ein professioneller Transgender sein, sondern ich arbeite, das ist eigentlich mein Hauptteil. Und ich tue auch alle Interviews verbinden mit Arbeiten. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Weil ich schon gesagt habe, es besteht sonst die Tendenz, dass man uns als Zirkusobjekt anschaut und verknüpft mit einem tragischen Lebenslauf. Und das möchte ich ganz sicher nicht sein. Aber ich habe dir ein bisschen im Vorgespräch erzählt über das Bauchgefühl. Und das ist so meine Erkenntnis inzwischen, dass es wahrscheinlich nicht nur eine Fehlflutung ist, hormonell im Hirn, wo im 2. Trimester im Mutterleib geschieht, wo dann Geschlechtervariationen hervorbringt, sondern möglicherweise auch im Bauchhirn. Das hat etwa 500 Millionen Neuronen. Und wenn du evolutionsbiologisch schaust, die haben sehr wahrscheinlich bereits schon eine Geschlechtsidentität, weil die Vorfahren biologisch, die wir haben, die noch nicht Wirbeltiere waren, die haben trotzdem ein Bauchhirn gehabt und haben bereits schon Geschlechtsorgane gehabt und haben wahrscheinlich auch eine Geschlechtsidentität gehabt. Und die muss im Bauchhirn gewesen sein. Erst nachher hat es einen Vagusnerv gegeben, am Ende von dem Vagusnerv nachher ein Zentralnervensystem, ein Hirnstamm und so weiter und so fort. Oder? Und so ist also der Bauch nicht unser zweites Hirn, sondern unser erstes Hirn. Hast du das wie wissenschaftlich herausgefunden, bist du dem nachgegangen? Gell, du erzählst jetzt das, es klingt unglaublich spannend und gleichzeitig kann ich sagen, hey, okay, da habe ich jetzt keine Ahnung davon, weiss nicht, ist das so, weißt du, wie wissenschaftlich? Also ich habe jetzt eine Art Call for Papers artikuliert, vor etwa 2 Monaten. Was ist das? Ich habe eigentlich gesagt, wenn das jemand recherchieren will, dann würde es mich interessieren. Ich rede gerne mit euch darüber, da sind ein paar Hinweise. Ich habe es an die Charité geschickt, an eine Professorin, die Spezialistin ist auf dem enterischen Nervensystem, eben auf dem Bauchhirn, auch auf dem Biom, wo dann, also Bakterien spielen ja auch eine Rolle. Und sie hat das sehr interessiert aufgenommen und ich nehme an, es wird in den kommenden Jahren neue Erkenntnisse geben zu diesem Bereich. Also meine These ist meine originelle These. Ich habe die so noch nicht in der Wissenschaft gehört, sondern das ist für mich jetzt bis jetzt die beste Erklärung, die ich gefunden habe, was eigentlich abläuft. Und darf ich es für jetzt auf Berndeutsch gesagt, also du hast das Gefühl, dass im Bauch wie ein Hirn hast gesagt, ist, wo die Geschlechtsidentität festgemacht ist? Oder wie kann ich es verstehen? Einfacher genau so. Und du hast sicher schon mal einen Bauchentscheid missachtet. Jeden Tag. Dein Hirn hat dich übersteuert oder, und hat gesagt, mein Bauch möchte links und das Hirn geht rechts. Oder? Und dann hast du einen Tag lang gespürt, weil der Bauch dir eigentlich sagt, es ist die falsche Richtung. Oder? Und jetzt tust du das einfach ein Leben lang dir vorstellen, dass es nie aufhört. Das ist Gender Dysphoria. Das ist da, wo du spürst, wenn du weißt, dass es nicht stimmt. Und das Gefühl kommt nicht aus dem Hirn, das kommt aus dem Bauch. So hast du das erlebt, gespürt und schon in frühen Jahren, gell? Ja, und dann ist der Schatz, den du gewünscht, wenn du das umsetzt, ist eine verbesserte Kommunikation zwischen Bauch und Hirn, also Gut-Brain-Alignment nennt man das auf Englisch. Und das spürst du. Also Gut-Brain, Bauch, Hirn, Bauch, Kopf, Übereinstimmung. So. Genau. Wo du zuerst eine Diskrepanz hast. Und genau. Ich sitze manchmal im Flüger und denke, wohin fliege ich jetzt, wieso mache ich das? Und dann denke ich, wenigstens fliege ich im richtigen Geschlecht. Ja. Und die Operation ist mit 45 gekommen. Ich stelle mir das so vor, dass es deine Wandlung von Mann zu Frau ist ja körperlich mit Operationen, Hormontherapie, Stimmtherapie, sagen wir mal, eine kurze Zeit gewesen, aber eine innere, fast eine lebenslange Reise oder eine 40-jährige Reise. Ja, du machst natürlich einen Gump über eine Schlucht und die Frage ist immer, klatschst du dann an der Gegenwand ab von dieser Schlucht und stürzt in die Schlucht oder landest du auf dem Boden auf der anderen Seite bei dem Sprung, oder? Für was steht die Schlucht? Also für
der Misserfolg von dem Versuch, das Geschlecht anzugleichen. Oder? Du hast das Bauchgefühl, das dir sagt, also du denkst einen geschlechtlichen Gedanken, Gendered Thought auf Englisch, oder? Und dann sagt dir der Bauch, ich sehe es aber anders, oder? Und auf das musst du reagieren, wenn du dich dieser Sache stellen willst. Und dann denkt dein Zentralnervensystem, also das, was du zwischen den Ohren hast, okay, also was sollen wir denn jetzt machen? Eine Geschlechtsangleichung. Es ist jetzt aber ein bisschen spät mit 45. Geht das überhaupt noch auf eine Art, wo man dann doch wieder verschwinden kann in der Menschenmasse? Weil eigentlich möchten viele von uns im Grunde genommen nur verschwinden. Was heisst verschwinden? Einfach nicht mehr auffallen als anders? Oder ja, du möchtest nicht, dass wenn du im Coop an der Kasse bist, ein Mädchen auf dich zeigt und seine Mutter fragt, du, ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Hast du gelitten, wenn das ist passiert, wenn du beim Einkaufen, wenn ein Kind hat gefragt, du, ist das ein Mann oder eine Frau? Es ist eigentlich nie passiert. Okay. Ja. Also ich habe versucht, bei dieser Transition möglichst identisch wie eine Frau eigentlich zu erscheinen. Und das ist eigentlich zu grossen Teilen ist das gelungen. Jetzt gibt es Bereiche, wo es nicht gelungen ist, weil ich auch nicht als Frau sozialisiert bin. Das heisst, vieles von dem, was man Frauen eintrichtert, was nicht geht, habe ich nicht mitbekommen. Und finde das aber auch gut, dass ich das nicht. Kannst du ein Beispiel machen? Ja, zum Beispiel alleine in einen Club gehen oder alleine reisen. Oder zu Abend am 10 Uhr alleine auf der Straße sein. Ja. Oder eine Firma gründen. Also, es gibt eine endlose Liste, wo man den Frauen sagt, bist du sicher, dass du das kannst? Heute ist ja auch Frauenstreik, wo wir das Gespräch aufnehmen. Du hast die Wirtschaftswelt, investieren, Chefposition erlebt als Mann und als Frau. Was ist für dich der Unterschied, wie man dir ist begegnet? Ja, ich glaube, es ist fast eigentlich dann so erfolgreich gewesen, dass man mich wirklich als Frau behandelt hat, inklusive dem Abschreiben von gewissen Kompetenzen, weil man es einfach bei anderen Frauen auch so gesehen hat. Und ich konnte das erst graduell so einsortieren und habe inzwischen den Eindruck, das ist eigentlich unnötig und schade, weil... Also man hat dir weniger Kompetenzen zugeschrieben? Ja. Welche hat man dir abgeschrieben oder wie hast du es wahrgenommen? Ja, das betrifft zum Beispiel Äußerungen, die du machst im Verwaltungsrat, ob man dazu lässt oder ob man dir ins Wort fällt. Oder auch sonst, ob man dir weitere Rollen und Fähigkeiten zutraut oder ob man findet, du bist vielleicht eine gute Ergänzung zu einem Mann. Oder? Also ich glaube, so ist es immer inzwischen, dass man sagt, okay, 50% der Menschheit sind Frauen, es wäre vielleicht noch eine gute Frau dabei. Aber sie kann auch führen. Macht dich das manchmal hässig, wenn du das hast erlebt? Nicht? Nein. Wieso nicht? Nein, es verblüfft mich eher. Nein, weil ich es eigentlich nicht so persönlich nehme. Also ich glaube, das ist eine Frage von Wissen und was willst du dich aufregen darüber, wenn andere das einfach nicht wissen oder sich erst quasi das Wissen aneignen. Nein, ich glaube, wir müssen es für alle angenehm machen, zuzugeben, dass das passiert ist und dass wir es jetzt in Zukunft besser machen. Aber mit 45 hast du die Eingriff gemacht. Wann hast du eigentlich dich entschieden, diesen Weg zu gehen und über die Schlucht zu springen? Ist das eine lange Zeit, wo du hast vielleicht, ich würde gerne, aber es ist nicht möglich oder du hast Angst gehabt? Also, ich habe es mit 18 nicht gewusst. Also mit 6 habe ich es vermutet. Oder? Ich habe eigentlich gedacht, Gott macht ein Geschlechterexperiment mit mir. Und ich bin noch nicht einmal sexualisiert gewesen. Das heisst, ich habe nicht einmal gewusst, dass es Geschlechtsteilunterschied gibt zwischen Buben und Mädchen und so weiter. Und mit 18 habe ich es gewusst. Und das war einer der schönsten und schrecklichsten Momente in meinem Leben, weil ich gewusst habe, das ist es. Aber ich habe auch gedacht, hätte es jetzt das müssen sein. Und dann ist die interessante Frage, ja, ist das realisierbar? Also du hast gewusst mit 18, du bist eine Frau? Ja, also weisst,
ich habe auch mein Hirn mitnehmen auf die Reise. Ich habe gewusst, mein Bauch sagt mir, da bist du daheim, oder? Mhm. Und den Kopf, den musst du also auf die Reise mitnehmen. Das ist nicht einfach so gerade offensichtlich. Und was heisst, der Kopf musst du auf die Reise mitnehmen? Ja, ich glaube, das gängige Narrativ zu Transgender ist, dass sie im Kopf weiblich sind und im Körper männlich oder umgekehrt bei Transmännern, dass sie im Kopf männlich sind und im Körper weiblich und dann eine Angleichung stattfindet. Oder? Und ich sage, es ist komplizierter. Es ist wahrscheinlich so, dass eine Prägung stattfindet im enterischen Nervensystem und dann der Kopf muss feststellen, ach so wie ich eigentlich sozialisiert bin, passt in meinem Bauch nicht. Mhm. Und dann ist die Frage, gehst du ein auf das oder nicht? Aber ich garantiere dir, du spürst das irgendwann im Leben und du wirst es nie aufhören zu spüren. Hat es denn bei dir eine Phase gegeben von Verneinung, von «Hey, nein, ich will...» Also, weißt, ja, Kopf, einfach die resignierte Akzeptanz, dass es halt nicht geht. Und zwar, wiederum, das ist für jede Person vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann nicht zwischen den Geschlechtern sein. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, ich weiss relativ genau, wen ich möchte sein. Und dann ist die Frage, ist das überhaupt realisierbar? Und du hast dich ja dann entschieden, eben mit Operationen, Hormontherapie. Was war das für eine körperliche Angleichung, die du hast gemacht hast? Was hat das beinhaltet? Genau. Also du kannst es eigentlich unter dem Überbegriff Abschleifen von der Männlichkeit verstehen. Buchstäblich, also bis auf den Knochen auch. Oder? Du hast eine Vermännlichung, die stattfindet zwischen den 18 bis 26. Also wenn du zum Beispiel die Distanz von der Oberlippe bis zum Nasenspitz anschaust, bei 18-jährigen Männern, die ist kurz. Das empfindet man übrigens auch als sehr schön. Ja. Nachher unter dem Einfluss vom Testosteron wird die Distanz länger. Also denke so an Theo Weigel und andere Politiker, die dann extrem so Testosteron geflutet sind. Und der Zahn von der Zeit, unter dem das Gesicht Testosteron getrieben vermännlicht, den musst du quasi zurückdrüllen. Sonst wirst du es nie schaffen, visuell als Frau verstanden zu werden. Und darum ist das Wichtigste das Gesicht. Und das ist auch ein bisschen ein neues Verständnis von einer Transition. Ich glaube, lange hat eine Gruppe von Medizinern, die sich doch noch darum gekümmert haben, gemeint, es sei eine Frage vom Geschlecht. Also vom Geschlechtsorgan per se. Und das spielt eine Rolle, ja. Aber im täglichen sich auseinandersetzen, eben an der Coop-Kasse, ist es ja nicht das Geschlechtsorgan, sondern es ist, wie du visuell aussiehst. Also das ist sehr, sehr wichtig. Wann hast du gemerkt, hey, jetzt bin ich zufrieden mit dem Aussehen? Ist das ein eigener Blick in den Spiegel oder ist das zu merken, die anderen lesen, sehen mich als Frau? Also ich denke, es gibt so zwei Momente. Ich habe schon im April 2012 gewusst, jetzt bin ich auf einem guten Weg. Dort habe ich aber noch nicht so toll ausgesehen. Und dann ab September 2012 habe ich sehr gut ausgesehen. Das habe ich dann auch gemerkt. Und also mit gut meine ich einfach authentisch weiblich. Oder? Mhm. Also ich habe tatsächlich dann so fast ausgesehen wie meine Mutter. Einfach um Jahre zurückgedrüllt. Oder? Was war das für ein Moment? Was für ein Gefühl? Ihr. Also ich habe gedacht, das ist einfach unfassbar. Das ist wie wenn man den Mann abgestreift hätte. Es ist ein wunderschönes Gefühl, sodass ich eigentlich für eine Weile gefunden habe, das ist wahrscheinlich die kniffligste, die zentralste Frage im Leben, die kniffligste Frage. Und ich habe sie gelöst. Mhm. Welche Rolle hat Angst gespielt, gerade körperliche, vor diesen Eingriffen oder problemlos und wie gewusst, hey, also weißt, wenn du sagst, es ist der Sprung über die Schlucht? Ja, ich glaube, im Geschlechtsteil hast du vor allem, wenn es funktioniert hat, oder hast du Angst, dass du etwas, was funktioniert, ersetzt durch etwas, das dann nicht mehr funktioniert. Also Lust, sexuelle Fähigkeit, so, sexuelle Lust, oder? Genau. Also dort sage ich ja, die zwei Sachen, die wichtig sind eben
Plumbing and Electricity. Oder? Das heisst, dass du Gefühl hast und auch, dass alle biologischen Funktionen wie Wasser und so weiter, dass das alles tiptop funktioniert. Oder? Und das musst du halt recherchieren. Wer macht es zum ersten Mal? Ja. Und dann musst du vielleicht nicht unbedingt dort ein Versuchskaninchen sein. Und wer hat schon von mir aus 3000 Mal gemacht? Und dann gehst du halt zu dem. Mir nimmt Wunder, ob du dich als Wesen hast verändert. Und gleich möchte ich noch fragen, wie verändert sich die Sexualität, wenn man das Geschlecht umwandelt? Machst du darüber reden oder sagst du, hey, nein, lieber nicht? Also ich bin orientiert auf Frauen exklusiv. Und es hat auch nie in meinem Kindesalter irgendwie einen Rolf oder Peter oder Reto gegeben, und ich gefunden habe, der wäre jetzt toll. Ich habe mich später aber bei der Transition theoretisch vorstellen. Und das ist dann eine Art Rätsel geworden zwischen mir und den Therapeuten. Wieso ist es denkbar? Und ich habe gesagt, ich glaube einfach, wenn er vor mich steht und dann nachher schweisselt er und dann hat er die Bartstoppeln, die irgendwie die Haut aufrauen, dann finde ich es nicht gut. Mhm. Und habe es eigentlich lang auf das abgeschoben und habe es einfach weiterhin liegen lassen und bin weiterhin eigentlich auf Frauen orientiert. Und jetzt jüngst habe ich es nochmal aufgegriffen und tue jetzt aktiv auch Männer daten, also nicht nur Frauen. Und ich merke zunehmend, okay, das geht. Ich glaube, ich komme auch so langsam an auch sexuell in meiner Rolle als Frau. Und das erweitert natürlich das Spektrum für mich von Möglichkeiten. Und das gibt mir jetzt nochmal eine ganz neue Perspektive. Also ich bin immer noch dabei, ich bin jetzt 58, mich zu entwickeln. Mhm. Das Wesen, bist du als Persönlichkeit, als Mensch gleich geblieben und eben der Körper hat sich angeglichen? Oder hast du dich auch verändert, deine Persönlichkeit? Also ich denke, ich bin belastungsfähiger geworden. Ich bin sowieso immer recht belastbar gewesen. Aber die Tatsache, dass ich eigentlich komplett im Reinen bin, überhaupt kein Skelett im Keller habe, ich glaube, die gibt mir eine unglaubliche Ruhe. Einfach zu sein. Etwas vom Schönsten nehme ich an, nicht? Wo man erreichen kann als... Es hat in Bern einmal so eine Society-Dame gegeben, die hat meinen Vater mal gefragt, was arbeitet ihr oder seid ihr jemand? Und offenbar, wenn man das sagt, dann sagen die Leute immer, ja, das war die Frau sowieso gewesen. Ich weiss jetzt aber nicht, wer das war. Oder? Und ja, ich arbeite etwas, aber offenbar bin ich jetzt auch jemand im Sinne von, ich existiere einfach und das ist auch okay. Ja. Losgelöst von der Arbeit. Und du bist eine erfolgreiche Unternehmerin. Ich habe es eingangs gesagt, Zattoo. Ich kenne das als Studie, wo ich daheim keinen Fernsehanschluss hatte und befragt war, kann ich Roger Federer Final schauen, eben über Zattoo Online-Streaming, das du in 2005 hast in die Welt geschickt. Und es war ein riesen Erfolg, die grösste Erfolg. Wann hast du die Idee gehabt und wie lange hast du warten, um die zu gebären? Also ich hatte die Idee 1990 gehabt. Ich habe ja unter anderem auch Chip designt und habe die Beschreibung gelesen von den Sarnoff-Laboratorien. Die haben Farbfernsehen erfunden, beispielsweise aus den USA. Und die haben beschrieben, wie sie HDTV machen. Und dann habe ich das berechnet und bin eigentlich darauf gekommen, dass das in 15 Jahren erst möglich wird sein, also 2005. Und ein Professor, den ich gut kennt habe, hat mich dann kontaktiert und gesagt, er hätte die Übermittlungstechnologie dafür. Also habe ich gewusst, okay, der Prozessor geht jetzt. Die Übermittlung ist jetzt auch möglich. Dann ist noch die Frage, interessiert das überhaupt jemand und wie ist es mit der Recht und mit der Monetarisierung? Mhm. Du hast gesagt, eben, du willst die Welt auch zu einem besseren Ort machen. Was hast du der Welt geschenkt mit Zattoo? Also ich habe die Inhalte, die wir ja schon gezahlt haben, verfügbar gemacht auf allen Kanälen. Und ich denke, das ist wertvoll. Mhm. Also weißt, das ist ja ungefähr so wie ein frisches Weckli, oder? Das ist am ersten Tag interessant und am zweiten ist es halt alt und hart. Also es ist schon relevant, dass das TV, das wir herstellen, so schnell wie möglich auf so viele Kanäle, wie es eben passt, verfügbar ist. Man muss auch mit der Zeit gehen und die Leute dort dann eigentlich bespielen, wo sie
wo sie eben sich aufhalten. Und das ist zunehmend eben auch am Handy und am PC. Also insofern war es nützlich gewesen. Ich kann aber noch weiter gehen. Ich wollte wirklich alle Sender verfügbar machen. Und das ist noch das Ziel, das für die Zukunft hoffentlich irgendwann mal möglich wird. Dass man also auch eben die berühmten Blickpunkte aus verschiedenen Richtungen, dass man die kann herstellen auch im Fernsehen. Weil das Material wäre da. Es gibt eigentlich in jedem Land Fernsehen. Bei der Vorstellung habe ich gesagt, du bist auf Berkeley Informatik studieren und hast dich mit dem Silicon Valley Startups Virus infiziert. Ist es wirklich so, dass man dort so den Spirit von Mut, von Unternehmen, von einfach mal ausprobieren, wirklich erkennen, oder ist es eine mediale Überspitzung? Nein, es ist die grösste Ansammlung von Doktoranden in der Welt. Also du hast nie so viele gescheite Leute an einem Ort, die auch so tief Bescheid wissen, bis in die Details hinein. Und du hast ja vielleicht schon mal gehört, dass Apple sagt, sie könnten das iPhone nicht problemlos außerhalb von Shenzhen herstellen. Shenzhen ist so der moderne Ort in China, ist so ein Zwilling zu Hongkong, ist gerade neben Hongkong, oder? Wo die ganzen Lieferketten und einfach alle Fabrikationsspezialisten aufeinander oben hocken. Und dann kann man mit einem Prototyp kommen, die können einem in einem Tag, 2 etwas zeigen, oder, was sie daraus gemacht haben. Also so hast du Orte, die weltweit einzigartig sind im Bereich Herstellung. Und das Silicon Valley ist ein Ort, wo du eine Idee bringen kannst. Und in 1-2 Tagen hast du eine Meinung von einem Venture Capitalist dazu. Du hast irgendeinen CTO, der schon etwas geleistet hat, der sagt, ja, das ist valide oder nicht. Also das ist ein einzigartiger Ort in der Welt. Und was hast du gelernt, mitgenommen, für dass du eben auch die Idee mit Zattoo hast zum Erfolg bringen können? Ist es der Mut zum Scheitern? Also ich würde sagen, das Ganze mit dem Mut ist übertrieben. Es ist eine bequeme Ausrede, die wir haben in Europa haben, wo wir denken, die Amerikaner seien so wahnsinnig mutig. Also vor allem Kalifornier oder Silicon Valley sind so wahnsinnig mutig. Weil ich kann mir immer sagen, ja, und ich bin halt nicht so mutig und deswegen habe ich noch gezögert. Oder? Aber es ist eigentlich eine Form von Intelligenz, wo wir darüber reden. Oder? Das heisst, wenn du siehst, dass etwas funktioniert und du das auch akzeptierst, dass das jetzt der wahr ist, oder? Und dann du danach handelst, dann ist es ja eine Frage von Wahrscheinlichkeit, ob das jetzt Erfolg hat und nicht mehr eine prinzipielle Frage, ob jetzt du wahnsinnig bist, sondern es ist eine Frage von Wahrscheinlichkeit. Und dann ist das einfach eine Business Proposition. Dann ist das etwas, was man wagt, im Sinn von wagen, ja, aber auch berechnet. Also man plant quasi ein Unternehmen auf dem Reissbrett. Und das ist nicht einfach daher fabuliert, sondern das hat ganz konkrete Gründe, wieso man glaubt, dass das jetzt so kommt. Und dann versucht man das dann auch so herzustellen. Und Startups, die scheitern, was sind die häufigsten Fehler? Also es gibt eine grosse Lücke zwischen der Vision und der Umsetzung. Und dazwischen gibt es eine Person, die nenne ich Accomplisher. Ein Umsetzer, oder was heisst Accomplisher auf Deutsch? Das ist ein gutes deutsches Wort, Umsetzer, ja. Also das ist eine Person, die Vision nimmt und dann abbricht in machbare Schritte und die Schritte auslöst und die Leute zusammenzieht dafür und das austestet, wo sich dann die Realität quasi an der Vision oder an der Theorie reibt. Das ist nie angenehm, aber das ist eigentlich ein essentieller Prozess und ich denke, das ist der Knotenpunkt, wo oft fehlt bei einem Start-up, dass es einfach dahin fabuliert wird und Zeugs behauptet wird. Aber die Umsetzung, dass die Funktion zu wenig respektiert wird oder nicht vorhanden ist. Und siehst du deine Aufgabe oder die Werte als Unternehmerin eben in dieser Accomplishing-Funktion? Das ist genau dort, ja. Also ich habe problemlos auch Visionen, also es mangelt mir nicht an Ideen. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube bloß nicht, dass die Umsetzung angenehm ist, aber ich stelle mich und unterziehe mich den Herausforderungen von der Umsetzung. Das klingt mir auch nicht immer. Aber das ist, ich denke, der Ort, wo dann der Wert entsteht.
Mhm. Du bist ja sehr fest so im eben einerseits KI-Bereich tätig, aber auch Gesundheit- und Food-Bereich mit Technologie. Was ist die letzte Idee, die du hast gehabt? Oder ist es täglich oder beim Zähneputzen, wo dir die Ideen einspringen? Oder ist einmal im Jahr eine gute Idee? Also ich würde sagen, die grossen Ideen, die ich aktuell habe, die sind, dass ich glaube, das TV von der Darreichungsform sich kann erneuern und ich habe konkrete Ideen dazu. Ich habe es nicht verstanden, sorry. Ja, also Fernsehen wird ja, wie wir wissen, in einem professionell produzierten Format weitergeleitet. Meistens in einem langen Format. Und bis jetzt häufig noch linear. Jetzt wissen wir natürlich, man kann das auch aufnehmen und kann das dann... Und linear ist ja eher schon am Aussterben, oder? Jetzt ist Streaming und Genau. Zeitversetzt. Genau. Und wir haben ein anderes Content-Discovery-Verfahren auf TikTok oder auf Instagram. Nämlich, wir gehen von Highlight zu Highlight. Oder? Und jedes Mal gibt es natürlich auch einen Dopaminstoß. Das kann man auch als problematisch erachten, aber de facto mögen wir es eigentlich, wenn wir mit dem Zappen jedes Mal wieder einen interessanten Inhalt finden. Oder auf TV, wenn du zappst, dann zappst du manchmal zwitscht in eine Werbung rein oder irgendeinen zufälligen Ort, im anderen TV-Strom. Ja. Und fragst dich eigentlich, okay, wo bin ich jetzt und was mache ich da? Oder? Und es wäre doch eigentlich interessant, wenn du könntest von Highlight zu Highlight zappen, statt von Strom zu Strom. Da müssen wir einfach gute Inhalte produzieren, nicht? Ja, ich finde eigentlich, TV macht schon gute Inhalte. Ja. Aber was meinst du von Highlight zu Highlight? Wie soll das gehen? Linear? Dass du eigentlich einen Auszug herstellen aus dem Linear, und zwar in Echtzeit. Oder? Also nehmen wir mal das Fußballspiel. Ja. Dort ist ein Highlight wahrscheinlich der Abpfiff, der Schlusspfiff, ein Foul, ein Tor, ein Penalty, ein Fallrückzieher oder sonst eine interessante Game-Action. Oder? Das ist ein Highlight. Oder? Und eigentlich gibt es einerseits den Genuss, dass du eben die ganze Partie schaust, oder, für die Fans. Aber für die anderen wäre es vielleicht ganz interessant, einfach ein bisschen Zusammenfassungen zu machen. Aber das gibt es doch schon. Genau, da gibt es eben schon. Weil die sind so wichtig, dort steht dann jemand an und schneidet das von Hand. Oder? Ja. Aber wir leiten 1500 Sender weiter bei Saturn. Und jetzt kann ich nicht genügend Leute anstellen, die das per Hand schneiden. Oder? Und trotzdem wäre es doch eigentlich schön, wenn du in 5 Minuten könntest wissen, was ist im TV gelaufen. Also ich stelle mir vor, dass wir pro Tag 10'000 Reels herstellen. Maschinell. Und der dann die serviert. Und du tust daraus einen Genuss ableiten, weil du nachher verbunden bist mit dem, was gelaufen ist im TV in den letzten 24 Stunden. Ja. Und dann werfen wir die weg und am nächsten Tag kommst du wieder 10'000 Reels über. Und du musst nicht 10'000 Reels schauen, sondern je nach Person hast du unterschiedliche Interessen. Ja. Das war deine Idee, deine Vision. Und wie lange brauchst du noch, um die umzusetzen? Also ich habe jetzt erstmals das auf meinem Handy und habe eine Art TikTok nachgebaut. Und habe es jetzt ein paar Leute gezeigt und ich finde, also vor allem verstehen sie es ja sofort, die Idee. Oder? Ja. Also das TikTok für TV eigentlich. Ja. Und jetzt die nächsten Schritte sind, ich finde, es ist noch zu viel Bling-Bling, also es blinkt noch ein bisschen zu viel, es ist ein bisschen zu viel wie TikTok, ich möchte es eigentlich beruhigen. Aber das hast du programmiert oder hast du den Lab programmieren? Ich habe es definiert und architektiert und dann Lab programmieren. Ich habe ein Team, das das macht. Oder? Wo sind die Gefahren jetzt von so einem Programm? Weil, wenn ich mich näher darauf verlasse, hey, das sind jetzt die Highlights. Beim Sport ist es ja ein bisschen egal, weil es nicht politisch ist. Aber wenn es mir eine Informationssendung zusammenschneiden soll und dann wie im Wesentlichen vorbeigeht, kann es auch einen Filter drin haben. Was sind die Gefahren? Also diesen Gefahren kannst du begegnen, indem du einen Knopf einbaust, wo du nachher den Gesamtinhalt anschauen kannst. Oder? Es ist wichtig, dass man sich da nicht komplett den Fortschritt zumauert, indem man sagt, es muss gerade ab Stunde 0 perfekt sein. Oder angenommen, ich mache aus der Tagesschau Highlights beispielsweise. Ja. Dann wäre es vielleicht tendenziell so, dass die Schnitt ins Feld, sage jetzt mal nach Israel, oder nach diesen Bombenattacken, die sind interessant. Oder? Ist der Sprecher jetzt so interessant? Eigentlich nicht. Oder?
Aber jetzt findest du vielleicht, okay, was hat der Sprecher gesagt? Und dann kannst du einfach draufdrücken und dann hast du die Volltagesschau, oder dann kannst du anschauen. Also es ist eine Art Schnellinspektion, die du vornehmen kannst. Und dann, wenn es dich interessiert, kannst du es verlängern und kannst den Originalinhalt anschauen. Oder? Und in der Zuspitzung von dem langen Inhalt auf den kurzen Inhalt werden wir generell versuchen, besser zu werden. Mhm. Und es wird uns nicht vom ersten Moment her optimal gelingen, sondern es wird über die Zeit besser werden. KI, künstliche Intelligenz, Technologie, Fortschritt in der Schweiz hier, Wirtschaftsstandort Schweiz, sind wir auf der Zuschauertribüne oder können wir mitreden, mitdesignen, spielen wir irgendeine Rolle bei dieser Entwicklung? Also da greift halt das Sprichwort «Zukunft ist bereits schon da», sie ist einfach nicht gleichmäßig verteilt. Wenn du an die ETH gehst, würden die sagen «Ja». Wenn du den Rest von der Schweiz anschaust, oder EPFL, den Rest von der Schweiz anschaust, dann würden wir eigentlich sagen «Nein». Und wir haben in der Schweiz die Attitüde, die wir gerne so auch als Bauernschlau einstufen, dass wenn etwas Neues kommt, dann sagen wir, ja, da warten wir mal, das stellen wir jetzt mal auf den Parkplatz stellen. Wir wollen da nicht Bleeding Edge Research machen, das kostet ja nur Geld, sondern das sollen mal die anderen ausprobieren und dann, wenn es gut ist, dann tun wir dann rasch das implementieren. Oder? Und dann ist der Zug abgefahren, nicht? Genau, das holst du nie mehr auf. Ja. Und das ist doch ganz genau die Intelligenz vom Silicon Valley, dass sie eben beim ersten Mal, wo etwas wahr wird, das checken. Und dann stehen wir eben so an und sagen, oh, sind die aber noch mutig? Nein, die sind nicht mutig, die sind gescheit. Und wir denken, das Warten sei klug. Und nein, es ist nicht klug, es ist dumm. Mhm. Aber was bedeutet es für die Schweiz? Wenn man aus dieser Dummheit rauskommt, vor allem wenn wir aufhören, so zu tun, als ob die Dummheit eine Gescheitheit wäre. Warten ist nicht gescheit. Oder? Also zunächst einmal ist dieser Angst zu begegnen, dass es uns allen Zukunft raubt und Jobs raubt. Die steht im Raum und die müssen wir diskutieren. Das heisst, wir müssen das in die Öffentlichkeit bringen. BBC hat ein wöchentliches Segment zu AI. Ich wünsche mir, dass SRF das auch macht. Mehr darüber reden, ja, auseinandersetzen. Genau, wir müssen einfach mal darüber reden, statt dass wir einfach irgendwie sagen, das ist nur ein Spezialthema. Das ist überhaupt kein Spezialthema, das betrifft uns alle. Gut, ich sage auch mir, weißt, ich merke, ich habe Angst, weil ich bin nicht bewandert in diesem Gebiet und ja, ich kenne ChatGPT und so, aber dann hat es sich. Ja, weißt, du kannst dich zurücklehnen, oder? Du hast einen Vorteil, den die AI nicht hat, und das ist Embodiment. Du hast einen Körper. Also kannst du dir nicht vorstellen, wie sich die AI sehnt, einen Körper zu haben. Weil durch den Körper hast du nochmal ganz viele wichtige Inputs und Intelligenz. Also du musst keine Sorge haben, dass eine AI jetzt irgendwie dich überrollt. Du musst halt lernen, viben mit der AI, also eine Art Synergie, eine Symbiose eingehen. Und das ist so meine These, wie wir in Zukunft unser Hirn adaptieren. Also wenn du zurückgehst zur Erfindung vom Buchdruck vor dem Gutenberg, hast du eine Dominanz von Auswendiglernen. Und dank der Auslagerung vom Auswendiglernen in die Bücher hast du grösseres abstraktes Denken entwickeln. Das wiederum hat die Renaissance befördert. Und dazu gibt es ein Paper, ca. 1970, das hat das angeschaut. Und das ist jedenfalls die Kernthese aus dem Paper, dass also der Buchdruck uns das abstrakte Denken gebracht hat. Und ich glaube, heute sind wir nicht wenig stolz auf unsere Abstraktionsfähigkeit. Wir finden das eigentlich schon noch gut, dass wir uns Sachen vorstellen können. Und das können wir, weil wir nicht alles im Kopf behalten müssen, sondern können auslagern. Und jetzt mit dem Internet haben wir es einfach hoch 2 auslagern. Aber es war immer noch eine Auslagerung. Und jetzt kommt das Mitdenken. Und dann ist die interessante Frage an AI-Researcher und Philosophen, okay, wenn wir jetzt das als Analogie nehmen, was mit dem Buchdruck passiert ist und mit der Adaption vom Hirn, wo wir ja jetzt hier an dem Tisch nicht als negativ anschauen, oder? Könnte es echt sein, dass es auch in 100 Jahren Gespräch gibt zwischen zwei Menschen oder zwischen einem Menschen und einer KI, der sagt, ja, es hat nochmal eine Adaption gegeben vom menschlichen Hirn
an die Fähigkeit, mit einer KI zu interagieren, und die hat sich ausprägt. Oder? Mhm. Und dann würde ich sagen, ist dann vielleicht Vibing oder symbiotische Zusammenarbeit. Oder? Mhm. Das heisst, du entwickelst Medikamente in Zusammenarbeit mit einer AI. Du klärst Proteinfaltungen ab in Zusammenarbeit mit einer AI. Du machst einen Hausentwurf in Zusammenarbeit mit einer AI. Zum Hausentwurf noch eins. Oder? Ich bin jetzt an einer Gestaltungsplanung in Bech seit 10 Jahren. Dort wohne ich am Zürichsee. Und wir haben immer noch Entdeckungen, wo wir merken, ach so, da gibt es noch eine Restriktion oder etwas ist nicht ganz genau so, wie wir es gedacht haben. Wenn ich jetzt eigentlich müsste sagen müsste, das in eine KI einbringen, dann hätten wir den Entwurf in Stunden oder Tagen gemacht. Oder? Mhm. Also es gibt auch Missverständnisse bei den Planern, es gibt Missverständnisse im Bauamt, es gibt Missverständnisse in meinem Kopf, beim Kopf der Nachbarn. Und jetzt eine Forderung, die du in den Raum stellen kannst, ist, das ist alles viel zu kompliziert. Hören wir auf mit diesen Vorschriften. Und das ist im Moment gerade so eine Bewegung in den USA. Bauen wir die Komplexität ab von den Regeln vom Zusammenleben, weil das kann ja gar niemand mehr verarbeiten und das verlangsamt alles. Oder? Und ja, das kann eine Antwort sein, aber wir haben ja die Regeln aus einem guten Grund aufgestellt. Und ich denke zum Beispiel an das Bohren von einem Grundwasserbrunnen. Oder? Der bohrst nicht einfach überall. Das hat bestimmte Regeln, wieso dass wir es so machen. Oder? Ja. Also die Alternative, die ich gesehen habe, ist, dass wir unsere Regeln in eine KI gießen. Und dadurch machen wir sie selbsterklärend. Es gibt auch Bankenregeln, Know Your Customer-Regeln, jenseits. Das ist einfach alles inzwischen geregelt. Und eben, einerseits kann man sich auflehnen gegen die Regeln, aber so dumm sind die nicht. Es hat immer einen Präzedenzfall gegeben für die Regeln. Und die andere Art ist eben, das zu gießen in eine KI und dann einfach mit der KI zusammen die Regeln zu navigieren. Oder? Und das kann sehr dienlich sein. Also Regeln, die KI einführen in der Bundesverwaltung, in der Kantonsverwaltung, in der Gemeindeverwaltung zur besseren Navigation vom Steuersystem, vom Militärwesen, vom Bauwesen, vom Recycling, vom Grundwasserschutz und so weiter. Das wäre eigentlich sehr sinnvoll. Ich habe gelesen über dich, dass du als Kind 3 Zeitungen pro Tag hast gelesen. Ich finde das faszinierend. Warum hast du Zeitungen gelesen? Aus welchem Bedürfnis heraus? Ja, ich wollte eigentlich sehen, wie sie unterschiedlich berichten. Also du hast zum Beispiel heute hättest, der Militärschlag von Israel gegen Iran. Und dann hast du verschiedene Zeitungen mit verschiedenen Schlagzeilen. Und keine von diesen Zeitungen ist in Israel oder im Iran aktuell, sondern die haben alle ihre Korrespondentennetzwerke, die inzwischen weitgehend gleich sind. Und das heisst, Titelsetzung ist dann eine Frage von der Redaktion. Wie interpretieren sie aus ihrer Linse? Das war eine Parteilinse früher, heute ist es vielleicht eine neutralere Linse. Wie interpretieren sie das Geschehnis? Oder? Und das hat mich interessiert. Also einerseits, was ist passiert, und andererseits, wie wird das verarbeitet? Und heute liest du immer noch so viele News-Zeitungen? Ja, einfach elektronisch, aber absolut. Also ich tue eigentlich vergleichend Informationen konsumieren. Das ist genau mein Konsum bis heute. Ja. Zum Wissen auch anreichern oder auch? Ja, eben zum verschiedenen, also jetzt muss ich noch zu verschiedenen Blickpunkten eins sagen, oder? Wir haben also die Einstellung, dass es inhärent wert ist, wenn ein Blickpunkt anders ist. Und da widerspreche ich. Oder? Also es ist für mich jetzt nicht interessant zu hören, dass der flach ist. Weil es ist wieder Leid. Und das erachte ich eigentlich als Kontamination von der Infosphäre. Wenn jemand gehört werden will, der sei flach, das ist nicht nur ein Waste of Time, es ist Pollution. Oder? Also ich muss jetzt nicht jeden Blödsinn ablassen, nur weil es einen anderen Gesichtspunkt hat. Und nicht jede Meinung hat inhärenten Wert, nur weil es nochmal eine Meinung ist. Und ich finde, da haben wir ein ganz grosses Missverständnis aktuell in der Medienlandschaft. Und ein Alternate Truth ist ein Blödsinn. Das ist nicht valide per se. Oder? Sondern es geht eigentlich darum, dass man mit allem Ernst, wo man irgendwie kann, aufbringen, ein schwieriges Thema von verschiedenen Blickpunkten her beleuchten
und möglichst viel Dogma, Propaganda, Unsinn, Lüge wegschraubt von diesen Blickpunkten, sodass man am Schluss eigentlich das Objekt oder die Handlung so akkurat wie möglich eigentlich versteht. Oder? Und dann kann man daraus Handlungen ableiten, Meinungen ableiten. Und ich denke, dass das die zentrale Aufgabe ist der Medien. Insbesondere in der Schweiz, wo wir wie nie sonst eigentlich oft an Turnen gebeten werden. Und ich glaube auch, dass das mitverantwortlich ist für das Wohlergehen vom Land, so wie Bildung und Transport und Gesundheit und andere Aspekte wie Rechtssicherheit und so weiter auch wichtig sind. Oder? Unsere Zeit ist schon am Ablaufen. Wir sind am Ende des Gesprächs. Bea, ich möchte eine letzte Frage stellen, nämlich, wenn du noch eine Idee könntest umsetzen in deinem Leben und noch eine Reise, eine Destination bereisen, was wär's? Also, die Wettervorhersage wird in den nächsten Jahren besser in 3 Bereichen. Erstens, wie das Wetter erhoben wird. Zweitens, wie es kommuniziert wird. Und drittens, was es auslöst an Handlungen. Und das wäre etwas, was ich sehr gerne würde befördern. Ich würde es wahrscheinlich nicht selber umsetzen können. Darum alle, die sich interessieren dafür, reden gerne mit mir. Ich teile gerne mein Wissen teilen. Wieso dass ich das glaube und was man unternehmen dafür. Und beim Reisen, ich bin recht happy, die Schweiz weiter zu entdecken mit meinem Camper. Das heisst, einfach mal beim Heimweg vielleicht die Abzweigung nach links zu nehmen und nicht die nach rechts. Und dann passiert irgendetwas Unvorhergesehenes und ich lerne irgendwie ein Nebental kennen, das ich noch nie gesehen habe. Und das bereitet mir grosse Freude. Und sicher läuft im Van, wo du reist, auch Musik. Wir hören jetzt deinen Musikwunsch. Zuerst wollte ich Merci sagen, Bea, dir für deine Offenheit, für deine Zeit. Merci euch für das Interesse daheim. Eure Inputs gerne per Mail auf focus@srf.ch, Fokus mit C geschrieben. Mein Name ist Donat Hofer und ich bin gespannt, Bea, warum Chris Rea mit dem Song «Girl in a Sports Car». Warum genau dieser Song? Ja, es ist ein Zuckerwatte-Song. Es ist jetzt ein warmer Tag. Es passt eigentlich so zum guten Gefühl. Nebst all dem eher vielleicht Profunden, wo wir jetzt diskutiert haben, so als Sahnehäubchen drauf auf. Es muss nicht alles total ernst sein, es kann auch mal mit dem Augenzwinkern sein. Und ich bin wahrscheinlich in dem Song beide Parteien, der Chris Rea, der singt, und die Frau, die mitfährt. Ich habe eigentlich beides erlebt und ich habe tatsächlich gerne Cabrios besessen. Ich sitze heute noch eins und kann das sehr schön nachvollziehen, was das für ein Gefühl ist. When I was a boy, I had a dream. It never came true, but somehow it seems when I drift away and not knowing so, there's a certain time and a place I go. Every heart's got its moment written on its soul. Just a minute in its lifetime of a happiness untold. For the smallest grain of sand in time, your own shadow sets you free, and you turn to your reflection, and your heart cries out, this is really me.
1961, and she's sitting in her Lusso in the early morning sun. For the smallest grain of sand in town, your own shadow sets you free, and you turn to your reflection, and your heart cries out. This is really me. It's that girl in the sports car, 1961, and she's sitting in her Lusso in the early morning sun. That girl in the sports car, that girl in the sports car, girl in the sports car, that girl in the sports car. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.